In den letzten Wochen wird Psalm 91 oft zitiert. Mit Recht. Es ist ein wunderbarer Psalm, wo uns die Sicherheit in Gott offenbart. Aber können wir oder dürfen wir diesen Psalm einfach 1:1 auf uns anwenden? Ich habe letztens eine Predigt gehört in englischer Sprache, wo der Prediger einzelne Verse zitierte, zum Beispiel Vers 4 vom Psalm 91, wo es steht: Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Weiter lesen wir: Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, von der Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ja, wenn wir diese Worte hören, Pest, Seuche, ist kein Wunder, dass wir darüber predigen wollen, dass wir diese Psalm lesen. Nur, ist es wirklich so, dass dieser Coronavirus uns nicht angreifen kann? Ist der Vers 4 wirklich eine 100%ige Sicherheit für uns als Christen, wo es steht, seine Treue ist Schirm und Schild? Dann nimmt man oft dieses Wort Schild und sagt, man sieht ihr, es ist ein Schild Gottes und nichts kann uns Christen angreifen. Dürfen wir diesen Psalm so anwenden? Ja, dieser Psalm ist ein wunderbarer Psalm. Er zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Er zeigt unsere Wille, Gott als Zufluchtsort zu finden, zu suchen, die Sicherheit in ihm, Gottes Treue in jeder Lebenssituation. Und all dies gilt uns auch. Aber gilt der ganze Psalm so 1:1, wie es steht? Schon im Alten Testament konnte man nicht einfach jeden Psalm nehmen und einfach auf sich selber anwenden. Es ist immer wichtig, dass wir uns heute, aber auch damals, diese Frage stellen: Wer hat geschrieben? In welcher Situation wurde es geschrieben? An wem wurde es geschrieben? Wir als Christen, wir können nicht einfach Verheißungen, wo Gott Israel gab, und 1:1 auf uns anwenden. Zum Beispiel Verheißungen in Bezug auf Land. Das Land Kanaan, das Land Israel heute, wurde nicht uns Christen verheißen, sondern das irdische Volk Israel. Und so sind auch die Verheißungen, welche das irdische Volk Israel gegeben wurde, gültig für Israel, nicht aber für uns als Christen. Aus diesen Verheißungen und der Art und Weise, wie Gott handelt, können wir sehr viel lernen, auch für unser persönliches Leben. Ja, wem gilt dann dieser Psalm? Psalm 90 wurde von Mose geschrieben und man nimmt an, dass auch Psalm 91 von Mose geschrieben wurde. Und ja, Psalm 91 ist eine wunderbare Ergänzung zu Psalm 90. Psalm 91 würde sehr gut zu Mose als Autor passen, weil alles, was wir in diesem Psalm lesen, diese Sicherheit und Schutz von Krankheiten, von Pest, von in Zeiten der Krieg und so weiter, all dies erlebt ein Mose. In Ägypten, die 10 Plagen, das ganze Auszug aus Ägypten, dieser Auszug in Kraft und Herrlichkeit und dann diese Zeit in der Wüste. Mose erlebte Gottes Gegenwart, Gottes Größe und die Art und Weise, wie Gott ihn beschützt, wie Gott ihn bewahrt. Ja, 1000 sind gefallen zur Linke, 10.000 zur Rechte und Gott hat Mose bewahrt. Dieser Psalm würde auch sehr gut an Josua passen, der Nachfolger Mose. Josua, der alles auch erlebte, was ein Mose erlebte. Die Zeit in Ägypten, der Auszug, Gottes Gegenwart, Gottes Bewahrung. Josua erlebt die ganze Zeit in der Wüste und noch mehr. Er ist der verantwortlich ist, das Land Kanaan zu erobern. Er ist der General und er erlebt genau, was Mose erlebte, auf eine andere Art und Weise. Wie er angegriffen wird, wie 1000 fallen zur Linken, 10.000 zur Rechten. Er erlebt Gottes Schutz
bis zu hohe Alter. Vers 16 vom Psalm 91 würde wunderbar zu Josua passen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Ja, dies erlebte ein Josua. Dieser Psalm kann man auch auf Israel anwenden, wenn sie Gott treu sind. Dieser Psalm kann man auch messianisch auslegen auf unseren Herr und Heiland Jesus Christus. Aber wir sehen schon in der alttestamentlichen Zeit, dass die alttestamentlichen Gläubiger Gottes Schutz auf unterschiedliche Art und Weise erlebte. Das sehen wir zum Beispiel in Hebräer Kapitel 11. In Hebräer 11, da haben wir die Helden des Glaubens und da lesen wir ab Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak und Simeon und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwe verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Wenn wir diese Verse sehen, sehen wir, dass diese alttestamentlichen Gläubigen, Israeliten, dass sie genau Psalm 91 ganz praktisch erlebten in ihrem Alltag. Aber wenn wir weiterlesen, sehen wir auch was anderes. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafpelze und Ziegenfelle, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löcher der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißung nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Dieser letzte Abschnitt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Wir müssen Psalm 91 genauso verstehen. Wie auch sie es erlebte. Sie erlebte alles andere als Psalm 91. Und trotzdem war Gott ihre Zuflucht, ihre Sicherheit. Weil Gott etwas Besseres. Was ist es? Dies, was er offenbart hat. Dies, was er vollbracht hat. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wir haben nicht wirklich viele irdische Verheißungen, sondern himmlische Verheißungen. Einmal ewig bei ihm zu sein, weil Jesus Christus für uns gestorben ist, weil Gott der Vater seinen Sohn Jesus gab, damit wir leben können. Und so können wir ergänzend zu Psalm 91 dieser wunderbare neutestamentliche Abschnitt nehmen aus Römer Kapitel 8, die Verse 28 bis 39. Ich möchte die letzte Verse lesen ab Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In jeder Drangsal, egal was wir durchmachen, müssen wir eins vor Augen haben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die er offenbart hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und in diesem Licht
Und mit diesem Verständnis sollten wir Psalm 91 lesen und verstehen. Gottes Segen wünsche ich euch alle.